Nun, Madame Präsidentin, liebe Nora, mit dem ganzen Team, mit dem Komitee, Delegiert, Personal, liebe Ihre Gäste, liebe alle Guten. Ich war richtig froh, wie mich gefreut hat, dass ich heute wieder dir wo nicht riechen. Ich war in die letzte wo ich auf einer OGBL-Bühne stand, das war, wo ich nach dem Programm vom Jugenddepartement vorgestellt habe. Und für mich mal heute so mehr Fried. Ja, ich habe nicht vergessen, von wo ich hier komme. Ich muss sagen, die 4 Jahre, wo ich beim OGBL geschafft habe ich viel gelernt. Ich so nicht einfach, das klingt ein bisschen so aufgedroschen. Aber effektiv, an der Politik diskutiert ihr über ganz viel, es liest ihr ganz viel, an der Gewerkschaft lehrt ihr, wie das dann im Terrain funktioniert. Gesagt ihr, wie das alles umgesetzt wird und gesagt noch ganz genau, wo das schon trägt. Und natürlich doch mein Sinn für die Gerechtigkeit weiter geschärft. Wir auch als Minister haben immer den Sozialdialog gehalten. Die Kommission Zentrale, das Tripartit am Interieur, schon immer darauf bestanden, dass die regelmäßig zusammenkommen. Auch ich selber habe immer daran teilgenommen. Wir haben viel diskutiert, wir waren nicht immer direkt einer Meinung, wir haben aber immer den Kompromiss gefunden und sogar das mit der Stadt Lützeburg. Das haben wir alles secret und dafür bin ich auch froh, eben das alles können wir zu wollen. Weil er schon gerade gesagt, Sozialdialog, also das ist mein Stichwort. Wenn ihr guckt, mit der neuen Regierung muss ich sagen, dass an den letzten 15 Monaten vieles Futti gemacht ist, was über Jahre abgebaut ist. Vertrauen, Stabilität, Ruhe, Prävisibilität, das sind Stärkte vom sozialen Frieden. Und immer das spielt sie nicht. Und dafür ist es nicht egal, wen an der Regierung ist, und das ist auch nicht egal, wer Minister ist. Chaos stiften, also die Leute durcheinander bringen, das ist eine Taktik, das ist Strategie. Kuddelmuddel ist nicht so innocent. Man hat es an den Thron gehauen und dann gucken, wie die Leute reagieren, das riecht ganz viel Schuld. Und das ist eigentlich umso mehr bedauerlich, wie das alles hier aufläuft. Und ich bedenke, mein Redner noch mehr, ein großer Verfechter vom Sozialdialog ist. Mein Redner noch mehr ist die Majoritätsdeputiert. Und Marc, du weißt, was ich werde so, und da brauchst du mich nicht zu zitieren, eigentlich auch den besseren Arbeitsminister. Solange wir natürlich nicht an der Regierung sind, weil nur Marc schwätzt Nico, und da wirst du auch, was wir alles fertig bringen. Fettnäpfchenhopping. Ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass das eine Regierungsdisziplin wäre. Denn Georges Michel lässt eigentlich kein Fettnäpfchen aus. Er springt von einer Negativschlagzeile an die nächste. Obwohl, muss ich zwar sagen, an den letzten 3-4 Wochen war ein bisschen mehr ruhig. Da geht es seiner anderen Lieblingsbeschäftigung noch auf die Tauchstation gehen. Immerhin wissen aber auch, dass der Mindestlohn indexiert ist, weiß auch, dass in alle 2 Jahre angepasst wird. Aber dabei sind, das ist nicht alles. Und nicht das Pferdesprit, eine breite Front gegen sich zu vereinen. Wir erinnern uns daran, am Sommerloch wurde ihn einfach aus dem heiteren Himmel mal froh abgeworfen, ob den Congé-Kollektiv überhaupt noch also zeitgemäß wäre, an dem nicht etwas machen. Unabhängig davon, dass es sowieso nicht an der Kompetenz von der Regierung liegt, hat kein Hund noch gekriegt. Weder Gewerkschaften noch Patronat haben etwas gefragt, man hat einfach mal so eine Idee, von der Neues abgestanden ist. Dass Gewerkschaften auf Barrikaden sprangen, das ist nicht Außergewöhnliches. Genauso wie die Lamentaire vom Patronat über die hohen Lohnkosten. Dass aber Minister das Pferde springt, in so kurzer Zeit komplett Vertrauen zu verspielen, das ist schon beispielslos. Dass der Premierminister seinem Arbeitsminister direkt schreibt, ist wohl darauf zurückzuführen, dass der Luc Frieden am Gange ist, zu testen, wie weit er mit der Gewerkschaft gehen kann. Und für das schickt er seinen unbeholfenen Arbeitsminister vor. Ja, total hast du gewissen einen Erhaltungswert, hast du immer gut animiert, aber trotzdem ist das nicht gut für das Salariat und das definitiv auch nicht gut für den Sozialdialog. Am Januar hat man einen ganz speziellen Moment an der Chambre. Ich habe in meiner bescheidenen Karriere als Politikerin hatte ich schon vieles gesehen. Der Chambre hat mir dann eine Motion gestimmt, für zu garantieren, dass Gewerkschaften weiterhin exklusiv Kollektivverträge dürfen aushandeln.
gut Motion als Unternehmen ugeholt gehen, mit trotzdem ist es aber ein Trauerspiel. Das ist ein Trauerspiel, weil genau derselben Text am Oktober verworfen ging. Das von der CSV und von der DP. An dem hat nämlich den DP-Fraktionspräsident gemeint, hier kann seiner Fraktion Zustimmung nicht rekommandieren, solange das Wort exklusiv dort steht. Voilà, da sieht er ganz genau, in welche Richtung es mit dieser Regierung geht. Business First beschreibt es eigentlich ganz gut. Aber Business ist nicht alles. Für allem ist Lützeburg keine Entreprise, auch wenn der Premier sich immer gerne als den CEO von der Firma Lützeburg SA bezeichnet. Ein weiteres Beispiel für die konsequente Business First Approach ist die Liberalisierung von der Sonntagsarbeit und den Ouvertureszeiten. Auch hier haben wir mit einem über die Knie gebrachten Aktivismus von der Regierung zu dienen, für so ihre Kollegen aus den Patronatsverbänden ein Favor zu machen. Das alles geht auf Kosten von den innerbezahlten Wanderern und Wanderern, die locker struveln während den Arbeitszeiten. Die Decision wird geholt, ohne mit erst zu diskutieren. Der geht einfach für und fair accompli gesagt, der geht entmulcht oder zumindest geht das ganz fern versicht. Ein anderes Beispiel sind Pensionen. Lo war jo letzte Woche endlich die lang ersehnten Debatte an der Chambre. Ich habe gedacht, so, lassen uns endlich Katz aus dem Sack. Also ich war live dabei, schon auch Debat partizipiert, aber ich weiß nicht, warum nicht, was die Regierung will. Minister sagt, sie gehen uns nur lauschen, sie gehen nach gerne weiter konsultieren. Das ist just blöd, dass CSV, DP, hier keine Idee gehen wird. Kleiner Reminder, CSV und DP sind an der Regierung. CSV war extrem vag, zum Teil auch ganz widersprüchlich Aussagen gemacht. Bei der DP ist man für allem just hängen geblieben, mehr Kanner sind Lesung, du schenkst wohl nicht beim Popst zu holen. Aber gut, dafür geht es ja Eis, auch wenn ich nicht mit allem, was wir so einverstanden ist, muss ich nicht, mehr mindestens haben wir Ideen, zumindest haben wir Positionen. Angefangen mit eisenroten Linien. Für uns ist ganz klar, keine Kürzung bei den Leistungen, keine Herabsetzung vom Pensionsalter, kein Aufschaffen von den Babyjahren und den Studienjahren, keine Ablösung vom Generationenvertrag und für allem keine Privatisierung vom Pensionssystem. Da werden wir an und drunter bleiben, das sind für uns ganz klar als rote Linien, die wir nicht werden mitdrohen. Opposition ist für uns aber nicht nur Rot-Linnen-Zeichen am Meckern, wir genauso auch Verbesserungsvorschläge daran gehen. Für uns ist ganz klar, dass wir eine Stärkung von unserem Pensionssystem brauchen. Den ersten Pilier, Grundversorgung, mit Anpassungen, Verbesserungen, bannend im System, dazu haben wir immer bannend im System, wie eine Erhöhung von der Mindestpension, Mesure für den Emploi von den Senioren zu begleiten, Modelle für Arbeitszeit progressiv raufzuschrauben mit paralleler Teilpension, manner streng Anti-Cumul-Regeln bei der Pension anticipée. Da wollen wir auch Kriterien vom Travail pénible aufhören, Splitting, Individualisierung, sie weiter Prioritäten. Dafür brauchen wir mehr. Und wir brauchen noch zusätzliche Resetten, die auf der Solidarität basieren. An aller Reform, und ich meine, das unterscheidet uns auch vis-à-vis von den anderen Parteien. Für uns ist ganz klar, alle Reform muss zusammen mit den Sozialpartnern, muss an der Tripartite diskutiert und ausgeschafft gehen. Ob es zu einer Reform könnt oder nicht, legiferiert wird oder nicht, bon, who knows. Wir an einem Punkt waren sich aber schwarz-blau ganz sehr eins. Mindestpension wollen sie nicht auch absetzen. Den DP-Sprecher hat darauf hingewiesen, dass Klangrente nicht bedeuten, dass sie nicht bedeuten, dass sie per se finanziell mehr schlecht stehen, weil immerhin kann ich ja aber viel Nebenverdienste haben. Das selbe hat auch gestern die Sozialministerin am Klartext gesagt, wo sie gesagt hat, ja, sie geben aber ganz viele Leute kennen, die Mindestpension verdienen,
aber ganz viele Revenuen nivellancht hatten. Das ist komisch, in einer Question parlamentär, wo es die Frage gestellt wird, war es wirklich ganz minim, das muss schon Schiffer nicht mehr wissen, mit waren wirklich immer ganz viele Leute, die überhaupt in so einer Situation sind. Weiter kommt auch dazu, so, dass man eine allgemeine Erhöhung von der Mindestpension, dass sie da keine Armutsbekämpfung geben machen. Weil der Punkt ist, sie machen überhaupt keine Armutsbekämpfung. Seit ewig warten wir auf den nationalen Aktionsplan, mit dem wir da immer verträgt gehen, den Aktionsplan gegen die Armutsbekämpfung. Der soll dann irgendwann vielleicht Ende des Jahres kommen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir graut das schon. Wenn ich gucke, welches Verständnis von der Armutsbekämpfung sie haben, dann ist das etwas ganz anderes wie mehr. Für sie gibt es anscheinend keine strukturellen Reformen, alles geschützt mit kleinen sozialen Mesuren aufgespeist, eben hier wie an der Pensionsdiskussion, wo dann Pensionären zu Bittsteller degradiert gehen, die sich da müssen praktisch plakisch ausdauern, um überhaupt noch Hilfe zu kriegen. Und dafür ist es nicht egal, wen an der Regierung ist, und vor allem ist es nicht egal, wen an der Verantwortung ist. Weil für uns ist es ganz klar, ein Salär, eine Pension, die müssen durchgehen, für davon können dezent zu leben, wir können an Dignität zu leben. Aber wenn das nicht der Fall ist, weil da klappt unser System nicht. Da sind einfach die Löhne, da sind Pensionen einfach zu niedrig. Punkt. Und da muss in darunter Schrauben gehen, da muss in den entsprechenden politischen Courage für die aufzusetzen und nicht die Leute abs vier gaukeln, mehr selektiv wollen vier zu gehen, aber wie gesagt, Leute mit irgendwelchen kleinen sozialen Mesuren durchzustellen. Kolleginnen und Kollegen, Dora hat es drunter auch schon angeschwärzt, der Rechtsruck. Der beschäftigt uns in der Politik ganz viel. Wir hatten zum Thema bei unserem Landeskongress, aber auch kürzlich an einer Chambersdebatte, wo wir über die Attacken auf Demokratie geschwärzt haben. Nehmen, und ich meine, das ist der springende Punkt, nehmen, wenn wir die Pferde springen, als Gesellschaft so aufzustellen, dass keiner muss Pferden über die Runden zu kommen, und jeder kann an Dignität leben, dann haben wir gewonnen. Da sind wir am sozial gerechten Weg und dann haben die Rechtsradikal keine Chance mehr. Wir müssen uns hier verteidigen, am besten zusammen, auch das habe ich bei der Gewerkschaft gelehrt, l'Union fait la force, aber wir müssen die Leute Fortschritt partizipieren lassen. Wir brauchen einen neuen Zusammenhalt, ein neues Gemeinschaftsgefühl, auf dem wir es aufbauen können. Sozial Ungerechtigkeiten sind nicht normal. Ungerechtigkeiten sind Gott gegeben, und alle Menschen haben eine Chance, das zu ändern. Das ist das Mantra vom Kapitalismus, wie man immer zu hören kriegen. Wir wissen aber, dass Ungerechtigkeiten nicht Gott gegeben sind. Aber dass sie sich verirren, wenn die Politik nichts möchte. Armut verirrt sich genauso wie Reichtum. Und dafür ist es wichtig, dass wir weiterhin dafür sorgen, dass wir Sozialgerechtigkeit in unserer Gesellschaft tun, weil Sozialgerechtigkeit ist das Fundament von unserer Demokratie. Sie hält die Leute hier existenziell Sorgen, hier Ängsten weg und entzieht auch so dem Extremismus den Nährboden. Und dafür brauchen wir eine gerechte Verteilung von den Ressourcen, wir brauchen Sozialgerechtigkeit, wir brauchen Chancengleichheit. Abschließend will ich darauf hinweisen, es stärkt sind als sozialdemokratische Werte. Und hier liegen die LSAP und OGBL ganz nah bei ihnen. Der Gewerkschaft, mehr Partei verfolgen eigentlich dasselbe Ziel. Eine gerechte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die zusammenhält, eine solidarische Gesellschaft, eine Gesellschaft, die verbindet, die nicht splittet. Und das können wir. Das können wir seit ganz vielen Jahren, das bringen wir fertig. Und dafür sollen wir dadurch zusammen umgehen, zusammen, NOGBL, zusammen mit unserer Partei, mit der LSAP, zusammen Hand an Hand, Seite an Seite, weil es ist immer gewesen, wenn wir zusammenhalten, da werden wir auch die schwierigsten Zeiten überbrücken, da werden wir auch zu uns kommen, und für allem, da werden wir für eine sozial gerechte Gesellschaft leben, wir werden dafür kämpfen, dafür sind wir da. Und in diesem Sinn, vive la OGBL und vive auch la LSAP. Merci.